Bringing the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg begleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre dir Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge vom «Schmiteinander» Podcast. Ich bin mega hyped. «Schmiteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Der Name, erstens mal, hat mir eine riesen Freude gemacht, als ich den gesehen habe. Ich habe euch mal gefragt, ob ihr auch Namensvorschläge habt. Und ich hatte schon ein paar gehabt, aber als ich den gesehen habe, habe ich alles wieder über den Haufen gerührt und gefunden, hey, dann muss es einfach sein. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist zu Weg. Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Ich hätte es nicht gedacht, vielleicht schnell für euch, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich hocke gerade in meinem Raum, in meinem Zimmer. Ich habe noch nicht so ein professionelles Podcast-Setup mit so Backboards und Greenscreen und so Studio, sondern ich hocke an meinem Pult, ich habe da mein Mikrofon. By the way, flamet mich nicht. Ja, erste Folge, das ist quasi die Testfolge, ja, wo man herausfindet, ob die Qualität gut ist, ob das läuft so, auch nachher mit dem Ineinander hineinschneiden und so. Ich hocke an meinem Pult, ich habe die Kamera mit dem Mikrofon dran, weil das Ziel ist, dass der Podcast auf YouTube, wie auf Spotify, wie auf Apple nachher zu sehen ist. Das heisst, für alle die jetzt irgendwie nicht auf Spotify oder Apple unterwegs sind, werden die Möglichkeit haben, das Filmmaterial dann auf YouTube zu schauen. Das wird vor allem in der Zukunft dann spannend, wenn wir Gäste mit dabei haben. Und ich hocke da wirklich jetzt im Zimmer so mit einem Ein-Kamera-Setup und einem Rode-Mikrofon. Und wir probieren das jetzt und ich bin mega hyped. Ich habe richtig Bock und zuerst mal möchte ich mich an dieser Stelle wirklich für den ganzen Support bedanken. Ich glaube, wir haben jetzt recht lange auf das warten und mega viele haben sich gefreut und ich verstehe es auch, weil ich finde auch so Podcast von einer Person, die du gerne verfolgst, noch einen Podcast zu hören, ist nochmal ganz etwas anderes, weil es ist nicht ein Video in dem Sinn, wo du siehst, wo die Person auf Social Media hochgeladen hat. Es ist nicht einfach irgendwie so ein Beitrag, wo der Caption ist, sondern du weißt, die Person ist hergeguckt und redet jetzt quasi und du hast wie das Gefühl, also ich habe einfach immer das Gefühl, wenn ich Podcast höre, es ist einiges direkter, als wenn ich zum Beispiel ein Video im Feed habe von einer Person, die ich verfolge. Und ich selber persönlich mache ja aktuell jetzt auch nicht so extrem viel Face-Stories, ausser wie bei speziellen Angelegenheiten aktuell. Wird wahrscheinlich in Zukunft auch wieder mehr kommen. Aber darum, glaube ich, haben auch mega viele so sich extrem auf das gefreut. Und ich mich auch, ich sage ehrlich, ich mich auch, es hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ich wollte es richtig machen, ich wollte ein Intro haben, ich wollte Musik haben, by the way, die Musik, das ist richtig geil, das Intro, das finde ich Hammer, das finde ich richtig cool, Shoutout an all die Leute, die irgendwie ein Bruchteil von dem Intro mit drauf waren, ihr wisst Bescheid, richtig geil und eben, ich möchte mich einfach bedanken für euch, für den Support, den ihr mir gebt, eben auch auf Social Media oder dass wir jetzt da stehen, dass ich da hocke und sage, okay, ich habe Bock jetzt einen Podcast zu machen oder einen Podcast aufzutun und das gibt mir enorm viel. Also auch ich komme zum Teil Nachrichten über von Leuten, die sich denken oder die schreiben, hey, wenn du mit ein bisschen Glück die Nachricht siehst und so, ich sage euch, ich schaue jede einzelne Nachricht an. Es ist jetzt noch nicht so in dem Ausmaß, wo ich nicht mehr hinterherkomme mit Nachrichten. Und ich sehe jede einzelne Nachricht, die reinkommt und ich antworte eigentlich auch immer drauf. Und das bedeutet mir wirklich viel. Weil ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich, dass ich als Gestalter oder wie man das nennen mag, oder als Person des öffentlichen Lebens oder was weiß ich, etwas dort rausgebe. Und so ein Feedback, wie ihr mir gebt, zurückkommt dadurch, ist enorm crazy und es gibt mir wirklich extrem viel. Und es ist immer ein bisschen schwierig, so die Worte zu finden. Ja, ich habe mir zwar Notizen gemacht jetzt mal schauen, ob das so läuft, ob man so einen Podcast macht.
Aber ich versuche auch immer möglichst authentisch wirklich vom Herz rauszureden. Und darum erstmal danke euch. Starten wir in das Ganze rein. Ich bin selber auch mega gespannt. Vielleicht kurz, wie bin ich auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen? Das ist eigentlich pretty simple. Und zwar, ich habe ja vorher schon einen Podcast gehabt. Shoutout an David Würsten, mit ihm habe ich vorher einen Podcast gehabt, Unfiltered. Dort haben wir ab und zu eine Folge aufgeladen, nicht wirklich regelmäßig, aber einfach ist auch so ein bisschen um Mindset und so gegangen. Und ich habe dort das erste Mal so ein bisschen gemerkt, hey, so einen Podcast machen finde ich eigentlich mega cool. Jetzt ist aber so, dass der einfach ein bisschen abgeflacht hat. Und der Dave und ich uns so ein bisschen auf Social Media auch in 2 verschiedene Richtungen bewegen tun, was das Ganze angeht. Und ich wirklich Bock habe, jetzt extrem Nägel mit Köpfen zu machen. Und einfach auch gefunden habe, hey, ich habe Bock, wirklich so ein eigenes Projekt zu launchen. Und so ein bisschen ist es eigentlich zu diesem Podcast gekommen. Warum genau die Themen oder so, oder warum ich auch den Content mache, den ich mache, werde ich wahrscheinlich im Verlauf von dem Podcast noch ansprechen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Und ich habe auch keine Ahnung, also ich sage ehrlich, ich schnurre jetzt einfach mal drauf los, oder? Ich habe eben meine Fragen und meine Sachen und Zeug und so. Und ich habe vorher, vor etwa einer halben Stunde, gerade noch eine Story gemacht. Ich habe den Trailer jetzt in die Insta-Story gehauen und die sind gerade krass am Abgehen. Also ich habe das Handy daneben dran und da kommt gut etwas rein. Plus auch Fragen eben dort, die ich nachher reingehauen habe, wo wir nachher einfach auf spontan werden vorlesen oder einfach schauen, ob es passt. Die sind jetzt unvorbereitet. Aber jetzt vielleicht kurz zu mir. Lasst mich vorstellen, für die das erste Mal von mir hören. Vielleicht kennen mich schon ein paar, aber hey, ich bin der Sandro. Das hey, das ist so ein bisschen zu meinem Spruch geworden. Das hat sich so entwickelt, weil ich das einmal in den Social Media Beiträgen, die ich aufgehauen habe, gesagt habe am Anfang. Und dadurch sich das mit der Community und allem drum und dran so entwickelt hat auch, oder wenn ich zum Beispiel auf TikTok live bin, dass die Leute reinkommen und auch hey schreiben und so, das ist so ein bisschen der Go-To geworden. Hey, ich bin der Sandro, ich bin 25, ja. Ich habe einen Jahrgang 1998 und ich komme aus dem wunderschönen Kanton Zürich. Ja. Ich kann aber auch reden, ohne dass es extrem abgehoben oder arrogant tönt. Ich komme aus Zürich und ich habe eigentlich eine ganz andere Ausbildung gemacht, als was ich jetzt mache. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Hochbauzeichner damals. Vielleicht haben wir auch ein paar Hochbauzeichner, die da zuhören. Vielleicht sogar ein paar, die mit mir in der Klasse sind oder mit mir die Lehre gemacht haben oder mit mir gearbeitet haben. Ich habe berufsbegleitend dort die technische BM gemacht. Also ich bin in Zürich in der Schule. Wahrscheinlich kennen die anderen in dem Fall die Schule. Das steht in der Nähe bei der Europaallee an der Lagerstraße. Dort bin ich in der Schule. Habe 4 Jahre lang die Ausbildung eigentlich gemacht zum Hochbauzeichner. Damals aber schon relativ, also im ersten Jahr schon gemerkt, so, oh, okay. Weil aus irgendeinem Grund habe ich als kleiner Golf einfach immer gesagt, hey, ich möchte mal ein eigenes Haus bauen. Ja, ich muss mir so vorstellen, mein Großvater war selber Architekt mit einem eigenen Architekturbüro, was er dann quasi weitergegeben hat an seinen Sohn, also der Götti von meiner Schwester, der selber auch Architekt ist, und ich habe dann dort eigentlich auch die Lehre gemacht. Oder? Und habe dort auch gearbeitet und dadurch ist auch so ein bisschen das aufgekommen, so, hey, ich möchte auch Architekt werden, eben vor allem, als ich klein war, und dann aber relativ schnell im ersten Lehrjahr gemerkt, so, hey, ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt, habe dann das einfach 4 Jahre lang durchgezogen, habe das gemacht und eben die technische BM auch dort gemacht. Und dort, mega lustig, ich möchte das erwähnen, aber dort hat das schon so ein bisschen angefangen mit dem Social Media, weil ich bin einfach als kleiner Bub schon, als ich jünger war, ich habe sehr gerne mit Video zu tun gehabt. Ich habe sehr gerne auf dem Handy damals oder was weiß ich irgendwelche Videos aufgenommen und die geschnitten. Es hat ein Programm gegeben früher auf dem iPhone, also gibt es immer noch iMovie. Und dort hast du früher so ganz billomässig irgendwie Zeug zusammenschneiden. Und ich habe dort wirklich angefangen, so Videos mit Kollegen und so filmen und die zusammenschneiden. Das ist dann so wie gegangen, wie irgendwie, dass ich das Handy irgendwie auf einen Notenständer gestellt haben und wir uns gefilmt haben. Oder wir am Gamen waren und irgendwie eine Runde Call of Duty gezockt haben und das Handy aufgestellt haben, um irgendwie Trickshots zu filmen. So hat das angefangen. Und dort habe ich schon gemerkt, okay, ich habe mega einen Flair dafür und ich habe mega gerne so ein bisschen Videobearbeitung. Aber ich habe noch nicht viel sonst gross irgendwie dort gemacht. Und dann in der Lehre war es dann eben auch so, dass ich und der Kollege, der eine, dort angefangen haben, so ein bisschen Accounts aufzubauen. So, vor allem so, das ist eigentlich mega ironisch. Er hat so einen Fakt-Account aufgebaut und ich habe so einen Motivational-Account mit so Quotes und Inspirational Quotes angefangen aufzuziehen.
Und das war so dieser Zeit, wo du noch nicht so Reels hast, wo Instagram noch keine Videoplattform, sondern eine Bildplattform war. Und dort eigentlich so angefangen, so ein bisschen eben, einfach aus Spass, so ein bisschen das Zeug aufziehen und mal die ersten 1000 Abonnenten gemacht und so voll abgegangen und was weiß ich, das war richtig, richtig cool gewesen. Und dort dann auch wieder so ein bisschen gemerkt, hey, ich mache so Social Media eigentlich extrem, extrem gern. Das so ein bisschen dort on the side und da haben wir uns dort immer schon ein bisschen gefragt, so, hey, was kann man eigentlich so machen oder was wollen wir so machen, auch später. Ich habe dann die Lehre abgeschlossen gehabt und danach eigentlich bin ich direkt ins Militär und habe nach dem Militär dann eigentlich wieder als Hochbauzeichner gearbeitet gehabt. Einfach auch im 80%, ich habe eigentlich immer 80% gearbeitet, weil ich nebenbei noch Sport gemacht habe. Da kann ich vielleicht sonst oder nachher mal noch schnell ein bisschen drauf ausholen. Ich will jetzt zuerst schnell die Karriereleiter durchgehen, dass wir das haben. Habe ich nachher wieder als Hochbauzeichner gearbeitet. Auch irgendwie ein Jahr oder so, 1,5, und nachher bin ich nicht mehr dort gewesen. Dann haben sich die Wege auch getrennt und nachher habe ich einfach immer so ein bisschen nebenbei Stuff gemacht. Also ich habe zum Beispiel für Domino's mega Billo-Job. Für Domino's habe ich Pizza geliefert, eine Zeit lang. Und dann ist eben das, was ich jetzt mache, Nozon gekommen. Und dort, wo ich jetzt arbeite. Und da habe ich dort nebenbei angefangen. Bis das Ganze eigentlich weitergegangen ist, dass ich jetzt eigentlich voll angestellt bin bei Nozon. Und jetzt eigentlich vor allem das mache und dort arbeite. Und das ist so ein bisschen, dass wir die Karriereleiter so ein bisschen mal durchgegangen sind, sage ich jetzt so. Und wie soll ich sagen, ich bin als Bub oder auch jetzt, ich bin eine sehr energiegeladene Person. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich gehe jetzt mal schon davon aus, ja, dass man das ein bisschen merkt. Hey, sorry, ich muss schnell einen Schluck Wasser nehmen, weil wenn ich da schnurre, wie so eine Rennmaschine, muss ich auch mal etwas saufen zwischendrin. Also ich bin immer schon eine sehr energiegeladene Person gewesen. Ich bin gerne rumgesäckelt, ich habe gerne rumgeschrien auf dem Fußballplatz. Ich habe einfach gerne Action gehabt. Und vor allem bin ich auch immer sehr, sehr positiv gewesen. Also ich bin von Natur aus sehr positiv eingestellt gewesen und immer sehr einfach mit so einem Kopf so, hey, wir machen das jetzt und hey, das kommt gut. So, ich habe eigentlich nie, man könnte schon fast sagen, ein bisschen naiv. Ich habe eigentlich nicht das Schlechte gesehen. Ich habe immer das Gute in allem gesehen, sage ich einmal so. Und ich bin eine Person, ich gebe sehr ungern auf. Also ich gebe sehr ungern auf. Ich tue auch nicht gerne verlieren, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich kann verlieren, aber ich mache es einfach nicht gerne. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Wie soll ich sagen? Simona würde jetzt wahrscheinlich dagegen schreien, weil sie uns letztens im Mario Party auseinandergenommen hat oder so irgendwie. Aber ich kann einfach sehr ungern aufgeben oder gebe immer noch sehr ungern auf. Ich ziehe einfach gerne durch. Ich mache einfach gerne fertig. Und das ist so etwas, was sich so ein bisschen in dieser ganzen Lebensgeschichte, die ich bis jetzt kann, wirklich so ein bisschen durchgetragen hat, muss ich ehrlich sagen. Und mich auch schon ziemlich geformt hat, muss ich auch sagen. Und eben, wenn wir jetzt auf das zurückkommen, ich glaube, das hat sich auch durch den Sport ein bisschen entwickelt. Ich habe sehr jung eigentlich angefangen Squash zu spielen. Vielleicht sagt ihr das so ein bisschen wie Tennis, aber gegen Wand. ich lese immer so, dann sagen die Leute immer gerade, okay, ja. Und bin durch den Vater so ein bisschen dort reingekommen, weil er sehr ein guter Spieler war, früher schweizweit auch international Turnier gespielt hat und so. Bin dann so ein bisschen dort reingekommen und einfach eine mega Leidenschaft dafür entwickelt und ich glaube, dort hatte ich so das Kämpferische gehabt und das nicht aufgeben. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen einen Druck entwickelt gehabt, wie ich in seine Schuhe wollte, in seine Fußstapfen wollte treten und habe mir gleichzeitig auch so ein bisschen einen Druck aufgesetzt, von wegen, ich muss performen, sonst bin ich nicht quasi so, oder? Und habe dann dort aber so, wie soll ich das sagen, habe dann fast mir den Sport so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich nicht mehr konnte sorgenfrei auf dem Platz stehen, weil ich immer den Druck hatte von den Performance-Druck halt, oder? Und das ist dann so, aber mittlerweile spiele ich kein Squash mehr. Ich habe aber eigentlich Bock, wieder ein bisschen anzufangen. Das heisst, wenn jemand von den Leuten von früher da zulässt, so hey, hit me up, gehen wir mal auf eine Session,
da wäre ich echt wieder dabei, weil ich würde schon sagen, dass ich Potenzial habe. Gerade was Säckeln und so angeht, weil ich habe absolut kein Handling für das hure Racket, aber ich bin gesäckelt wie ein weiss ich was, oder? Okay, ich bin ein bisschen abgeschweift. Ich merke schon, die Podcasts gehen, das ist wahrscheinlich immer ein bisschen abschweifen und wieder Thema fangen, das ist geil. Nein, eben, dann habe ich in jungen Jahren schon so ein bisschen das Flair für Videoentwicklung gehabt, oder? Und sehr gerne aufgenommen, sehr gerne Videos gemacht. Auch sehr gerne so designtechnisch so Zeug bearbeitet eigentlich, oder so irgendwelche Flyer gemacht oder irgendwie einfach gezeichnet habe ich sehr, sehr, sehr gerne und ich hatte sehr einen kreativen Kopf gehabt, wenn es um so Zeug gegangen ist. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich einfach gerne auch mal ein Video gemacht habe, zum Beispiel auf Insta. Noch lange noch nicht in dem Ausmaß, wie ich es jetzt hatte. Sondern einfach so ein bisschen nebenbei mal eine geile Story geschnitten, mal ein geiles Reel geschnitten, was weiß ich. Und dann war es so, dass im 2021 ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen eine Erfahrung gemacht im Privatleben einfach, oder verschiedene, es war eine Abfolge von verschiedenen Sachen, wo es erstmal so etwas geswitcht hat, wo mein Kopf sich das erste Mal so ein bisschen geändert hat oder wo mein Mindset sich das erste Mal so ein bisschen verändert hat. Und ich dann die nächsten paar Jahre wirklich so ein bisschen, ich würde schon sagen, offener durch die Welt gegangen bin. So ein bisschen noch mehr so, hey, was ist dort draussen? Weil ich bin jemand, das sage ich euch jetzt ganz offen und ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, das Leben lang einfach an einem Bürotisch zu hocken. Das bin einfach nicht ich. Und da gehe ich einfach nicht drin auf. Und wenn ich nicht drin aufgehe, gebe ich nicht mein Bestes. Und wenn ich nicht mein Bestes gebe, dann wisst ihr, wie ich meine. Oder? Und darum habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, so, hey, was ist da draussen, was kann ich alles machen? Und vor allem, wie packe ich, oder was ist überhaupt meine Leidenschaft? Ich glaube, dass mega viele Leute haben das Problem, dass sie wissen, hey, sie wollen das, was sie jetzt gerade machen, eigentlich gar nicht machen. Sei es jobtechnisch, sei es sonst, was weiß ich. Aber sie wissen auch nicht, was sie sonst machen wollen. Weil sie gar noch nicht vieles Verschiedenes ausprobiert haben, gar noch nicht viele Sachen irgendwie abgecheckt haben. Und darum kann ich dir jetzt mitgeben, wenn du das hörst, wenn du in so einer Situation bist, so hey, und weißt, du hast eine Leidenschaft. Du versuch mal die Leidenschaft so ein bisschen auszuweiten, mit was für Möglichkeiten du dort noch hast. Weil ich habe das Ganze auch gehabt, ich bin einfach an einem Punkt gewesen, wo ich gewusst habe, hey, ich will das, was ich kann, nicht mehr. Aber was will ich sonst? Ich weiss nicht, was ich will, aber ich weiss einfach, was ich nicht will. Und habe mich dann von dem, was ich nicht will, so ein bisschen anfangen wegbewegen. Und das ist dann so weit gekommen, dass ich eben, ich würde sagen, auf einem guten Weg bin, einfach Erfahrung zu sammeln in dieser Zeit. Und im letzten Jahr, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir im 24. Ja. Letztes Jahr, das 23, war mit unter anderem eines der schwersten Jahre für mich. Einfach auch, weil sich eine gewisse Serie von Ereignissen abgegeben haben, wo mein Mindset und mein Kopf, oder wo mein Mindset einfach nochmal so auf den Kopf gestellt haben. Und ich einfach wirklich so dort war, okay Sandro, wodurch soll es jetzt gehen und was soll gehen? Und wie möchtest du das machen? Und in dieser Phase bin ich so ein bisschen weg von der Bildfläche. Also so fast gar nicht rum. Und habe mich einfach sehr, sehr viel mit mir beschäftigt und sehr, sehr viel mit meiner persönlichen Entwicklung beschäftigt habe. Weil ich einfach gemerkt habe, dass der Kopf ist eigentlich das, was alles ausmacht. Also dein Kopf bestimmt über dein Denken. Du bist eigentlich das, was du denkst. Und du ziehst das an, was du denkst. Und das ist dann dort so ein bisschen, wo ich mich mit ganz vielen Themen auch in dieser Zeit, in den letzten 3 Jahren auseinandergesetzt. Sei es Frequenzen, sei es Gesetz der Anziehung, sei es Spiritualität etc. etc. Ich möchte nicht zu tief in das Thema hineingehen. Vielleicht gibt es noch mal eine Folge, wo wir das speziell auffassen. Und einfach, ich habe mich wirklich hardcore mit mir selber auseinandergesetzt und gesagt, okay, wie bringe ich mich selber aufs nächste Level? Und habe dann in sehr kurzer Zeit sehr krasse Fortschritte gemacht. Also wirklich, weil ich so dort drin war, habe ich sehr, sehr, sehr schnell eine persönliche Entwicklung hingelegt seit so Mitte letzten Jahr. Und dann war es so, dass ich habe mich oft die Frage über, warum mache ich das auf Social Media? Warum mache ich meinen Account? Warum mache ich den Content? Und dann war es so, dass ich einfach an einem Punkt war, wo ich weiss, ich kann den Leuten extrem viel mitgeben und ich habe schon sehr vielen Leuten geholfen mit dem, was ich
privat gemacht habe. Einfach halt in einem näheren Umfeld, weil es Kollegen waren, Familie oder sonst irgendwie, wo wissen, zu was ich fähig bin. Ich bin extrem gut darin, Leute zu inspirieren und mitzureissen und zu motivieren. Und dann bin ich Ende letztes Jahr an dem, aus Zufall eigentlich, an dem Swiss Social Media Award gewesen. Und da Shoutout an Naomi, danke, dass du mich mitgenommen hast dort und mir die Möglichkeit gegeben hast. Sie hat mich dort mitgenommen, der Swiss Social Media Award, als +1, glaube ich. Und dann bin ich dort gewesen und habe all die Leute gesehen. Und man hat ja die Namen schon ein bisschen kennt zum Teil, eben die Grossen, die man kennt. Und dann habe ich auch die Newcomers gesehen und so. Und ich habe die dort vorne auf dieser Bühne gesehen und ich habe gedacht, ich möchte nicht arrogant werden, aber ich habe gedacht, was die können, das kann ich auch. Und ich weiß, dass ich das kann. Oder ich weiß, dass ich das könnte. Und ich weiß, dass ich auch eine Story hätte zu erzählen. Und ich weiß, dass ich auch Leute irgendwie etwas geben könnte mit dem, was ich mache. Und habe gefunden, also, wenn ich das sage, warum nicht einfach mal machen? Und habe dann, dort habe ich eben schon so ein bisschen Videos gemacht auf Insta, aber noch nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Und habe dann gefunden, weißt du was, let's go, ich fange einfach mal an. Und dann hat es angefangen mit den ersten paar Videos, mit dem ersten Hey-Hey-Video, glaube ich, wo dann plötzlich irgendwie einen Aufruf gemacht hat und das mit dem Aufruf einfach nicht mehr aufgehört hat und dann mal ein zweites Hey-Hey-Video, das so ein bisschen abgeflacht war, dann sonst mal ein Video und die sind echt gut angekommen auf TikTok und auf Instagram eigentlich. Die sind wirklich gut angekommen. Und bis ich dann irgendwann gefunden habe, dort habe ich langsam so ein bisschen Simona angefangen kennengelernt. Ich habe Simona damals am Swiss Social Media Award kennengelernt, das weiss ich aber nicht mehr, ist auch egal, das sprechen wir dann so schon mal an. Bis ich bei ihr mal gesehen habe, dass sie ein Video gemacht hat, von wegen, hey, ich bin Simona und ich bin ein Schweizer Gymrat. Und das ist so gut angekommen und ich habe gefunden, hey, ich habe auf meinem Social Media eigentlich also ich stelle mich gar nirgends vor. Niemand weiss, wer ich zwar bin. Sie sehen zwar den Content, aber keiner weiss, wer ich bin. Und dann habe ich das eine Video gemacht. Ich bin Sandro und ich bin Schweizer Content Creator. Und das Video Stand jetzt, ich kann es euch gerade sagen, das Video Stand jetzt, weil ich möchte das wirklich wahrheitsgetreu sagen, 219'000 Aufrufe. Und das ist eigentlich wirklich, ich habe eben schon diverse Videos vorgehabt, die gut angekommen sind, aber das war der komplette Startschuss gewesen. Also dort ist es behindert abgegangen. Darf man das sagen in einem Podcast? Dort ist es wirklich krass abgegangen. Also dort hat wirklich Insta gut angefangen zu pushen. Haben wir ein paar tausend Abonnenten innerhalb von einer Woche gemacht. Und auf TikTok genauso. Auf TikTok ist der Content eigentlich wirklich gut angekommen. Und hat mich dann eigentlich so angefangen weiterzutragen. Also ich habe mich dann wirklich einfach entfaltet auf meinem Social Media, das Tag gemacht, was ich gemacht habe. Wenn ich mich jetzt vorstellen würde, würde ich sagen, hey, ich bin Sandro, ich bin Schweizer Content Creator, ich mache Content, wo sich vor allem um Mindset dreht, um Persönlichkeitsentwicklung, viel Gym auch, um Positivity, einfach um Positivity allgemein. Und wir sind auf dem Weg dabei, die schweizweit grösste Mindset-Community aufzubauen aktuell. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache. Jetzt gerade so, sage ich mal so. Durch das, ich sage jetzt mal so, das ist das, was man sieht, eben das Social Media, wow, 10'000 Abonnenten, bla bla, ist jetzt nicht gerade extrem krass, aber Alter, wenn du 10'000 Leute würdest vor mich stellen, what the fuck, so, wisst ihr, was ich meine? Und einfach die Jahre, die vorausgegangen sind, damit es mal an den Punkt kann kommen, also die Jahre von Erfahrung. Weil ich merke einfach durch das Ganze, dass ich in gewissen Situationen denke ich schon ganz anders als viel andere Personen. Also in gewissen Situationen, wo Personen zum Beispiel negativ drauf sind oder wo Leute wirklich so sich aufregen über Sachen oder nicht weiter wissen, wo ich einfach für mich kann sagen, so und so, you're good. Aber mir ist auch bewusst, dass ich das aus einer anderen Perspektive kann sagen, auch nur, weil ich es halt schon durchlebt habe. Verstehen Sie, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen.
mir ist auch bewusst, dass das Ganze eine Entwicklung ist. Und darum sage ich das den Leuten auch immer, wir sind jetzt da, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Vielleicht geht es sogar mega gut, vielleicht geht es sogar mega scheiße. Aber der Punkt ist, dass alles, was von jetzt an folgt, kannst du steuern mit deinem Kopf. Wie du auf Situationen reagierst, wie du auf Leute reagierst, wie du auf Emotionen reagierst. Das sind alles Sachen, wo du die Chance hast zu formen. Und wenn man das mal wirklich versteht und so ein bisschen mehr in sich geht und mehr wirklich versucht, sich zu entwickeln und auf so Sachen zu reagieren, dann, hey, ich sage euch, dann könnt ihr eine mega krasse Entwicklung hinlegen. Ich habe das bei mir gemerkt, ich war wirklich in einem Loch. Also ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, mir ist eigentlich egal, was jetzt passiert. So, oder? Und habe dann einfach gemerkt, hey, schau, oder habe mir dann einfach gesagt, weißt du was, alles, was passiert, muss genauso passieren, wie es passiert, weil es gehört zu meinem Weg. Boah, ich muss einen Schluck nehmen. Alles, was passiert, muss genauso passieren, weil es gehört zu meinem Weg. Und wenn du das Mindset hast, ich möchte dir das mitgeben, wenn ihr in dem State of Mind seid, wo ihr wisst, alles, was euch gerade passiert, muss so passieren, dann wisst ihr in jeder Situation, dass sie etwas für euch parat hat und ihr etwas von dir mitnehmen könnt. Ergo, jede negative Situation, wisst ihr ja, sie muss passieren, also ist es gleichzeitig eine positive Situation, weil sie ja dich auf dem Weg weiterbringt, weil es muss ja passieren. Und dadurch gibt es eigentlich keine negativen Situationen mehr. Das klingt jetzt sehr aus der Luft geholt vielleicht. Vielleicht macht es für dich auch mega Sinn. Aber glaub mir, ich habe mich so programmiert quasi schon, dass ich weiss, auch wenn eine Situation im Moment scheiße ist, irgendetwas gibt es mir mit für in Zukunft. Und darum weiss ich, dass egal was kommt, ich kann immer etwas daraus lernen. Und ich kann immer etwas davon mitnehmen. Und es gibt immer wieder einen Tag, wo es besser ist. Weil ein Mensch lebt auch in Phasen. Auch eben, ich habe ein Video dazu gemacht, auch die Frühling, Sommer, Herbst, Winterphase, die kennen wir als Mensch auch. Und nach einem Winter kommt immer wieder der Frühling. Und nach einem Sommer kommt immer irgendwann wieder Herbst und Winter, wo du ein bisschen tauchen tust. Das ist normal, das ist Leben. Aber im Leben geht es doch genau um das, dass nicht alles monoton ist. Sonst wäre es ja fucking langweilig, Mann. Und darum, wenn du das hörst, möchte ich dich dazu ermuntern oder dazu, wie soll ich sagen, dazu animieren. Was ich suche in Podcasts, oder warum ich den Podcast mache, was ich in vielen anderen Podcasts sehe, ist, ich sehe Leute, die für mich eine Inspiration sind. Und ich schaue diese Podcasts und ich bin dort, weil ich höre und schreibe teils mit, weil ich weiss, hey, die Person, ich möchte von dieser Person lernen. Und was ich jetzt möchte von dir, wenn du den Podcast hörst, ist, der Podcast wird ein bisschen anders als andere Podcasts. Das ist jetzt einfach mal so die Einführungsfolge. Aber in diesem Podcast werden Gäste kommen. Also es wird Gastauftritt geben. Und mein Plan ist es, die nicht einfach zu fragen, hey, was hast du gestern zum Mittag gegessen? Sondern ich will wirklich auf andere Ebenen gehen mit so Sachen. Damit erstens mal du etwas kannst lernen, zweitens aber auch ich. Ich lerne, jetzt bin ich ans Mikrofon, ich hoffe, das war nicht zu laut gewesen. Ich lerne auch extrem viel von so Gesprächen und ich bin auch nur an dem Punkt, weil ich mich auch umgebe mit Leuten, die weiter sind als ich. Dass ich auch von denen lernen kann. Ich umgebe mich nicht nur mit Leuten, die weiter sind als ich, aber auch, ich umgebe mich auch mit Leuten, die weniger weit sind als ich, damit ich natürlich das auch wieder weitergeben kann. Und darum bin ich so excited auf den Podcast und ich möchte dich einfach dazu animieren, wenn du den Podcast hörst, offen zu sein für Neues, offen zu sein für Gedanken und nicht zu schubladisieren, weil das könnte dein grösster Feind sein, zu schubladisieren. Wenn dir jemand versucht, etwas beizubringen oder etwas zu sagen und du es einfach direkt in eine Schublade steckst, ohne mal mit offenem Mindset ranzugehen. Weil glaub mir, es gibt da draussen Leute, die haben das Leben durchgespielt und die wissen eigentlich, was man machen muss, was man machen kann. Aber dadurch, dass wir sie schubladisieren
hören wir denen gar nicht zu, obwohl die uns eigentlich so viel mitgeben könnten, wo uns genau in unserer Situation helfen würde. Darum muss ich dir mitgeben, hör den Podcast, wenn du ihn hörst, ein offenes Mindset. Kein Vorurteil, kein gar nichts, kein Schubladisieren. Und glaub mir, ich bin 100% sicher, irgendwo durch, irgendwie wirst du aus dem Ganzen etwas mitnehmen können, etwas lernen, etwas lernen, was du nachher umsetzen kannst. Oder vielleicht etwas hören, was du jemand anderem mitgeben kannst. Weil mein Ziel ist es nicht, der Baba zu sein von diesem Podcast oder so irgendwie. Mein Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, einen Safe Space für eine Community zu schaffen, wo sie hinkommen kann, um sich sicher zu fühlen, um aber auch sich weiterentwickeln können, um aber vielleicht auch einfach genau das nehmen, was sie für sich brauchen, das Häufchen von dem ganzen Podcast. Vielleicht kannst du nur einen Satz von dem Podcast mitnehmen, was weiß ich. Aber das zu nehmen für dich und das so mit dir mitzutragen und zu wissen, das ist das, was ich davon mitnehmen kann und das wird mir helfen in dem und dem. Das ist das Ziel mit dem Podcast. Plus natürlich manchmal auch ein bisschen lustig zu haben. Also da sind wir schon auch auf einer Wellenlänge. Alter, ich schnurre schon 30 Minuten. What the fuck? Ich habe zuerst so gedacht, hey, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das mal gefühlt habe. Das, by the way, auch. Das Ziel ist wirklich, dass die Formate lang werden. Also das werden keine so 20-Minuten-Podcasts, sondern das Ziel ist wirklich, dass wir die ein bisschen füllen und dass wir da ein bisschen gut Gas geben mit dem Ganzen. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang schnell über mich ein bisschen geschnurrt oder so. Ich wüsste jetzt nicht extrem viel über mich, aber ich wüsste ein bisschen etwas so. Ich denke eben in weiteren Folgen, vor allem wenn ich mit Leuten rede oder diskutiere, wird dann sicher auch ein bisschen mehr noch auf so Zeug eingegangen. Ich hätte gesagt, wir schalten zu den Fragen. Ja, ich bin jetzt gespannt, was alles schön ist. Ich kann mal auf Insta schauen. By the way, lasst mir auch, egal wo ihr gerade sind, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Music, keine Ahnung was, lasst mir irgendwie Feedback da. Ich weiss leider nicht ganz, wie das funktioniert. Also auf Spotify könnt ihr es, glaube ich, bewerten. Auf YouTube könnt ihr auch einen Kommentar, einen Follow oder so da lassen. Ich werde das auch nicht trennen mit irgendwie einem neuen Kanal. Ich werde keinen neuen Insta-Kanal machen, ich werde keinen neuen YouTube-Kanal machen, sondern das kommt alles auf meinen normalen Kanal. Das heisst, ihr müsst nicht irgendwo Neues folgen oder so. Ausser wenn ihr natürlich wollt, dürft ihr gerne auf YouTube, auf Insta und auf TikTok oder was weiß ich, wo einem normalen Kanal folgen, wenn ihr das noch nicht macht. Aber ihr müsst nicht extra einem neuen Insta, einem neuen YouTube-Kanal folgen, weil das wird alles auf dem Main eigentlich so teilt und auch preisgeben. Schalten wir zu den Fragen. Okay. Vielleicht könnt ihr da auch so einen Jingle einbauen oder so. Mal schauen. Okay, gehen wir schon durch. Woher hast du so ein starkes Mindset? Habe ich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen ausgeholt. Es ist wirklich so Erfahrungen, Situationen. Und das würde ich dir auch mitgeben. Wenn du willst, dass du wachst und ein stärkeres Mindset hast, begib dich außerhalb von deiner Komfortzone und stürz dich wirklich in neue Erfahrungen. Mach Sachen, wo deine, wie nennt man das? Einfach, wo dich kitzeln. Sachen, wo du Schiss davor hast, mach's. Glaub mir, du wirst neue Erfahrungen dadurch sammeln und neue Einblicke können bekommen, auch in deinen Kopf selber. Und auch wie dass du eigentlich gepolt bist und wie dass du funktionierst. Darum unbedingt neues Zeug machen. Das eine, was du schon immer machen wolltest, aber dich nie getraut hast, vielleicht ist dieser Sommer genau das Ding, um das zu machen und deine Komfortzone zu erweitern. Okay, was hätte das frühere Ich heutzutage nochmal genau gleich gemacht oder komplett anders gemacht? Hey, schau, die Frage habe ich schon ein paar Mal gehört und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, was dort sagen. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, klar hätte ich gewisse Sachen gerne anders gemacht, aber es gibt einen schönen Spruch, der heisst, wenn ich damals das Bewusstsein von heute hatte, wie ist das gegangen? Ich glaube so. Wenn ich das Bewusstsein von heute damals hatte, hätte ich die Fehler nicht gemacht. Aber wenn ich die Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich das Bewusstsein heute nicht. Und das ist so der Punkt. Ich glaube, ich würde alles genau gleich machen. Ich würde genau nochmal jede einzelne Situation 1:1 genau gleich machen, weil sonst wäre ich nicht ich. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer so gehandelt in dem Moment, weil ja ich es irgendwo durch für richtig gefunden habe oder für gefunden habe, so muss es gehen. Auch wenn ich im Nachhinein vom Gegenteil überzogen worden bin. Aber ich bin immer ich gewesen. Und das, finde ich, ist etwas mega Wichtiges. Darum würde ich sagen, ich würde alles genauso machen.
Weil das alles gehört zu meinem Weg, das alles gehört zu meiner Story, das alles gehört zu meinem Dasein, zu meiner Entwicklung. Darum würde ich wahrscheinlich alles gleich machen. Welche Charaktereigenschaften zeichnen dich aus, wo jeder auch so sieht, der dich kennt? Ich bin ein hoher Schnurri. Also ich kann wirklich labern. Und ich bin mega energiegeladen und positiv. Das, was ich eigentlich vorgesagt habe. Ich habe wirklich viel Energy und ich kann Leute sehr, sehr gut mitreißen und sehr, sehr gut animieren, einfach gut zu denken. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das würden die Leute so von mir sagen. Wer ist oder sind deine Vorbilder? Ganz eine coole Frage. Zum einen meine Mami, weil meine Mami ist eine extrem starke Frau. Ich muss schon einen Schluck nehmen. Meine Mutter ist eine ganz krasse Frau. Und vielleicht, wenn es jetzt mal dazu kommt, dass sie auch in einer Podcast-Folge dabei ist, aber von ihr habe ich sehr, sehr viel mitgenommen, einfach was es heisst, Mensch zu sein. Von meinem Vater natürlich auch, weil zu ihm schaue ich mega auf als wirklich Respektperson und als einfach Macher, ein absoluter Macher. Und das sind jetzt so die herzigen Antworten gewesen. Persönliche Inspirationen für mich sind zum Beispiel grosse Gesichter, die man so ein bisschen aus den Staaten kennt. Ein Gary Vee oder Gary Vee, ich weiß nicht, es klingt so blöd, wenn ich das ausspreche, aber er heisst so. Ziehe ich extrem viel davon, von seinem Content, von seinem Mindset. Das ist ein Unternehmer aus den Staaten. Dann die ganze Sideman-Gruppe, das sind Content Creator aus der UK und vor allem der KSI. Der JJ für mich eine riesige Inspiration, was du als Mensch erreichen kannst mit Willpower. Und was du als Mensch erreichen kannst, indem du einfach nicht aufgibst und einfach wirklich alles aus dir rausholst, in einem guten Sinn. Das ist sicher eine grosse Inspiration von mir. Der Eric Thomas, das ist ein Motivational Speaker aus den Staaten, glaube ich. Ich höre mega gerne seine Talks oder seine Speeches und habe sehr viel früher auch mitgenommen von dort, wo ich anderen habe wieder mitgeben konnte. Darum, ihn würde ich sicher auch dazu erzählen. Das sind so, glaube ich, die, wenn wir jetzt das wenn wir die anschauen, so die drei grössten, wirklich so die Sideman-Gruppe, vor allem der KSI auch, aber eigentlich alle Leute dort, der Eric Thomas und der Gary Vee. Das ist, wenn ihr im Intro schaut, in dem Introfilm, dort, wo ich auf dem Sofa liege, hängen von denen auch Bilder an der Wand dort, bei dem Sofa. Genau. Das sind so ein bisschen meine grössten Inspirationen, würde ich jetzt sagen, was so ein bisschen das angeht, was Content angeht, was Mindset angeht, was sich weiterentwickeln angeht, was Erfolg, Ziel und Leben angeht. Hey, ich wünsche mir, dass es irgendjemand gibt, der das Video schaut auf YouTube oder auf Spotify, das sollte ich eigentlich auf Spotify einblenden, der einen Counter macht, wie viel Sips das ich nehme, weil ich komme einen richtig trockenen Hals über. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, das zu machen, was du machst? Ich glaube, das ist eigentlich wirklich so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Mein Ziel einfach, oder nein, ich habe es gar nicht so genau gesagt, ich möchte die Leute inspirieren, weil es gibt mir einfach etwas. Es gibt mir wirklich viel. Und es gibt mir eine mega Freude, mega Lebensfreude, mega Spass. Und ich sage auch ehrlich, ich mag auch gewissermaßen Aufmerksamkeit und ich stehe auch gerne im Mittelpunkt, aber es gibt nichts Schöneres, als Personen zu helfen und dann ihr Leben positiv zu impacten. Das ist wirklich etwas vom Wunderschönsten. Ob ich jetzt Lorbeeren dafür ernte oder nicht, ist mir eigentlich scheissegal. Aber es lässt mich einfach warm fühlen ums Herz. Es gibt mir einfach etwas. Und darum habe ich gefunden, hey, warum das dann nicht raustragen auf Social Media? Warum so nicht den Leuten helfen? Und anscheinend scheint es gut anzukommen bei den Leuten oder gut zu funktionieren. Was ich mega spannend finde, by the way. Es ist ganz lange anders gewesen, aber jetzt aktuell habe ich auf Insta eine Frauen-Männer-Quote von, warte, lass mich überlegen. Ich glaube, was ist es? Ich glaube 57:43, also 57% Frauen und 43% Männer. Und ganz lange war es etwa 50-50 Männer, was machen die? Ich sage immer Love you, Bro. Wo sind die ganzen Männer, die dort Content feiern? Hey, das kann es nicht sein, mein Gott. Okay. Wie schaust du persönlich in die Zukunft? Wie schaue ich persönlich in die Zukunft? Lass mich das am Schluss machen, wenn ich allgemein noch ein bisschen die Zukunft sagen von dem Podcast.
Was haben wir noch? Was schaffst du als Beruf neben Social Media? Also Noson, das, was ich jetzt gerade mache, ich arbeite eigentlich im Aussendienst, im Gesundheitsbereich. Also ich bin vor allem im Apotheken unterwegs und an Events. Genau, Noson, das sind, dürfen das sonst gerne mal auf Insta suchen gehen. Machen echt cooles Zeug. Hast du noch Kindheitsträume, wo du dir noch nicht erfüllt hast? Ja, ich will einen Porsche GT3 RS und ich werde den irgendwie bekommen. Das ist so ein Traumauto, das ich extrem schön finde. Ich weiss, das ist jetzt mega materialistisch gerade, aber ich finde, materialistische Ziele haben ist okay. Du darfst nicht alles nur auf Materialismus basieren, absolut nicht. Aber ich finde es okay, materialistische Ziele zu haben. Und das finde ich irgendwo auch wichtig, weil an den materialistischen Zielen kannst du den Erfolg fast schon am besten messen. Weil das ist, entweder hast du es oder nicht. Nicht, dass ich Erfolg damit definiere, viel Geld zu machen, dass ich mir das Auto leisten kann, überhaupt nicht. Erfolg ist ganz etwas anderes. Aber das ist einfach etwas, was mich mega glücklich machen würde. Und da schaut auch an eine ganz grosse Gang, wo wir auf meinen 25. Geburtstag letztes Jahr einen Porsche GT3 RS gemietet haben. Ich habe das Bild und all die Nachrichten habe ich da an der Wand. Jeder hat mir dann eine Nachricht geschrieben und ich konnte dann Test fahren. Und ich sage euch, wenn ihr so Freunde habt, dann ist schon finito, gell? Aber das hat meine Vision wirklich nochmal gestärkt. Nicht, dass das eine Auto mein Traum ist, also. Aber das ist einfach gerade das Erste, was mir in den Sinn kommt, weil ich finde es mega cool und ich finde es mega schön. Was ein Kindheitstraum von mir ist. Einfach ein Kindheitstraum. Ich würde sagen, Träume verändern sich, weißt? Und das ist voll okay. Es ist okay, wenn du mit dem Lauf gehst. Es ist okay, wenn du jetzt vielleicht etwas willst und nächstes Jahr willst du etwas anderes. Das ist voll okay. Das ist ganz normal. Was ich aber wichtig finde, ist, dass du trotzdem etwas dafür machst. Ich finde es nicht okay, wenn du jetzt etwas hast, was du unbedingt willst, aber einfach nichts dafür machst und nächstes Jahr ist es wieder etwas anderes. Sondern wenn du etwas willst, ja, vielleicht ist es nächstes Jahr nicht mehr das andere oder nicht mehr das Gleiche, sondern etwas anderes. Aber mach auch etwas dafür. Lass deine Träume nicht einfach weglaufen oder lass deine Ziele nicht einfach vor deinen Augen so zerfallen. So, mach etwas dafür. Du dich wehren. Geh nicht raus und hol dir das, was du wirklich tiefst in dir rein willst. Oder wie gesagt, ich definiere Erfolg nicht mit Geld, Auto, Villa, sondern ich definiere Erfolg mit innere Glücklichkeit und können sagen, ich bin jetzt da, wo ich mich gerade glücklich fühle. Ich würde nicht sagen, dass ich erfolgreich bin. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich noch gar nichts erreicht habe. Wissen Sie, was ich meine? Es ist sehr schwierig und ich würde sagen, für mich allein, ich habe nicht so die Definition von Erfolg, dass wenn ich diesen Schritt gemacht habe, dass es dann ist. Oder? Es ist sehr ein sich bewegendes Ziel oder sich bewegendes Ziel und das ist auch okay. Ich finde das Ganze bis dann und dann muss ich das und das haben, finde ich so verwerflich, weil vielleicht bist du ein Jahr schneller, vielleicht bist du ein Jahr weniger schnell. Aber solange du weißt, du machst etwas dafür, ist es egal, ob du es jetzt das Jahr, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr hast, weil du weißt, du wirst es haben, weil du wirklich etwas dafür machst. Wichtiger Kernsatz und Kernpunkt. Was haben wir da noch für Fragen? Was sind deine Ziele? Das haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen gehabt. Wie geht's dir? Danke für deine Videos, geben sehr viel Kraft. Hey, danke vielmals. Hey, mir geht's im Fall wirklich gut. Mir geht's gut. Ich bin Zweig. Wie soll ich sagen? Klar, ich bin auch nur ein Mensch. Jeder kämpft manchmal ein bisschen. Und auch ich habe meine schlechten oder meine schwierigeren Tage und meine einfacheren Tage. Ich finde, es gibt keinen schlechten Tag und keinen guten Tag. Es gibt schwierigere und einfachere Tage. Weil ein schwieriger Tag kann auch ein guter Tag sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Über das habe ich auch mal geredet. Jeder hat mal schwierigere Tage, an dem man vielleicht nicht so viel schafft oder mag wie andere. Und das ist auch okay, gehört alles zum Weg. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich bin mega mit Lebensfreude viel im Gym aktuell. Also ich bin wirklich viel im Gym. Ich trainiere aktuell 6 Mal die Woche. Und das gibt mir mega viel zum Abschalten, wie aber auch zum mich persönlich weiterentwickeln. Wie aber auch das Umfeld dort mit den Leuten, wenn man sich gegenseitig Hallo sagt und so, das gibt mir mega viel. Und sonst, hey, es geht mir gut. Ich darf mich wirklich nicht beklagen. Vor allem mit dem ganzen Support, den ihr mir gebt. Absolut crazy. Gut, so.
Was haben wir da noch? Wie lange sind wir jetzt dran? 45 Minuten, holy moly. Okay. Woher nimmst du die Idee von deinem Content? Zum Beispiel die Message hinter einem Video. Das ist eine ganz geile Frage. Folgendes. Ich lasse mich sehr viel inspirieren, auch von anderen Content Creator oder von Quotes, die ich sehe, wo ich mir dann überlege, wie kann ich sie in ein Video packen. Aber die Grundidee, die Message entsteht immer in meinem Kopf. Oder sehr oft in meinem Kopf, dass ich einfach sage, hey, das möchte ich den Leuten mitgeben, wie gebe ich es ihnen mit? Was mache ich, um es ihnen mitgeben? Zum Beispiel eben, dass hey, alles passiert immer so, wie es passieren muss. Wie verpacke ich das in ein Video, dass ich es den Leuten geben kann und sie sagen, oder selber so ein bisschen die Realisation haben, dass sie selber so ein bisschen checken, okay, so und so, weil ich habe das gesehen in einem Interview und ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das so schön gefunden habe. Ich weiss nicht mehr leider, mit wem das Interview war, aber ich muss euch das vorlesen, weil ich kann 100% mit dem, ich bin 100% mit dem auf einer Wellenlänge. Moment, wo habe ich es irgendwie? So, ich muss schon schauen. Und zwar hat die Person gesagt, I don't wanna be famous, I wanna be known for the right reason. Und das finde ich mega schön gesagt. Ich möchte nicht einfach Fame haben, sondern ich möchte bekannt sein für die richtigen Gründe. Weißt du, wie ich meine? Oder ich möchte, dass man mich kennt für die richtigen Sachen. Ob das ist, können Leben zu verändern oder Leute zu inspirieren oder eine gute Person zu sein oder keine Ahnung. Ich habe lieber als dass ich 10 Millionen Follower habe ich irgendwie keine Ahnung. Lieber als dass ich 10 Millionen Follower habe und die Hälfte würde mich verlassen, als wenn ich irgendwie etwas sage, wo es gerade nicht 100% damit einverstanden sind, habe ich lieber die 10, 20'000 oder so irgendwie, wo aber wirklich Community sind, die füreinander da sind, die hintereinander stehen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich ist etwas mega Schönes und da kann ich der Person, die das gesagt hat, ich weiss nicht mehr, wer es war, leider extrem zustimmen. Und was eben auch ein Punkt ist, das ist auch, ich tue mir immer so Sachen, die ich höre, ich mir aufschreiben, weil ich weiss, ich kann irgendwann darauf zurückgreifen. Und ich kann jetzt auf das zurückgreifen. Darum, ich muss es aber schnell suchen. Ja, ich muss es wirklich schnell suchen. Weil es ist mir wichtig, dass ich euch das mitgeben kann. Weil ich habe da so eine Notiz. So, und da habe ich alles drin. Also Quotes, Content und Sachen. Weil das ist ein Spruch, den habe ich gehört, auch von einem Entrepreneur, glaube ich. Da, okay. Und ich finde das mega schön. Mein Ziel auch ist es, Leute zu berühren oder Leute zu inspirieren und Augen zu öffnen mit Wort. Ja? Darum mache ich das in dieser Form von Content, wo ich mache. Worte, die quasi das Herz berühren. Weil erst wenn du das Herz berühren tust, dann berührst du auch den Verstand von einer Person. Das heisst, wenn ich es schaffe, mit dem Content das Herz von einer Person zu berühren, die den Content schaut, berühre ich ihren Verstand. Und dann kann sich vielleicht etwas switchen, wo einer Person weiterhelfen kann. Verstehen Sie, wie ich meine? Weil sonst bleibt das Ganze einfach nur oberflächlich. Und darum liebe ich auch den Content so, den ich mache, weil ich kann mich voll drin entfalten und das im Hintergrund spielt viel mehr ab, als dass ihr vielleicht denkt. Aber wenn die eine Person von 100 kommt, die das sieht, bei der verändert es plötzlich etwas, dann ist mein Job dann. Weißt du, wie ich meine? Genau. Wie bist du dazu gekommen, das Ganze so zu teilen? Da bin ich eigentlich drauf eingegangen. Du motivierst ja jeden Tag viele Leute und baust sie auf. Funktioniert das bei dir selber auch? Ja. Und zwar tue ich mich selber auch aufbauen in Form von Routinen und in Form von gewissen Sachen. Auch in dieser extremen Entwicklungsphase, die ich hatte, habe ich eine Routine eigentlich sehr, sehr hardcore durchgezogen. Und ich kann da gerne mal drauf eingehen. Und zwar ist das Erste, was ich am Morgen gemacht habe, wenn ich aufgestanden bin, ich habe Dankbarkeitssätze aufgeschrieben.
Weil Dankbarkeit ist eine der stärksten Emotionen, die du haben kannst. Ich habe aufgeschrieben, für was ich gerade dankbar bin. Ja, also ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, blöd gesagt zum Beispiel. Aber wirklich dankbar sein, nicht einfach so, ich bin dankbar, dass ich eine PS5 habe oder so, sondern wirklich dankbar dafür gewesen. Ja. Dann habe ich gebetet. Ich bin nicht religiös gläubig, sondern ich glaube einfach an, wie soll ich sagen, ich glaube einfach, dass es irgendetwas gibt, aber nicht jetzt unbedingt religiös. Und dann Affirmationen. Sprich, ich habe mir jeden Morgen Affirmationen im Spiegel vorgelesen. Ich habe einen Spiegel, da habe ich einen, und im Bad habe ich einen, wo Zeug drauf steht. Zum Beispiel, ich kann euch gerne mal vorlesen, ich schaue jetzt über, das steht: Ich priorisiere mich, ich entwickle mich, ich bin stolz auf mich, ich respektiere mich, ich akzeptiere mich. Und das habe ich jeden Morgen laut vorgelesen quasi, während ich mich im Spiegel angeschaut habe. Und so habe ich mich auch unterbewusst angefangen zu programmieren. Einfach, um auf die Frage zurückzukommen, ob das bei mir selber auch funktioniert. Ja, du brauchst nicht jemand Externes, um dich persönlich zu entwickeln. Du kannst dich selber persönlich unterbewusst positiv programmieren. Und das kann ich jedem nur mal empfehlen. Probiert das mal einen Monat, 2 aus. Glaubt mir, ihr werdet eine ganz andere Person sein. Ihr werdet wirklich euch selber entwickeln, ihr werdet aufs nächste Level kommen und werdet so die Möglichkeit haben, unterbewusst ein bisschen etwas zu verändern. Weil, wie gesagt, alles entsteht im Kopf. Das Glas, wo ich Wasser daraus trinke, ist zuerst im Kopf von jemandem entstanden und nachher ist es in der Realität quasi gemacht worden. Die Kamera, mit der ich gerade das Video aufnehme, das Mikrofon, das ist alles zuerst im Kopf von jemandem entstanden und dann ist es auf Blatt Papier gebracht worden und dann ist es quasi in die Entwicklung gegangen. Alles entsteht im Kopf vom Menschen. Und das ist so schön, wie es auch ist, kann es aber auch vernichtend sein. Es kann auf beide Seiten gehen, je nachdem, wie du es anwenden tust. So, jetzt haben wir 52 Minuten. Ich schaue, ob ich gerade noch eine spannende Frage habe, die wir mit einbauen können. Weil es hat ein paar, die wiederholen sich da. Und sonst kann ich nachher eben auf die eingehen, wie schaust du in die Zukunft. Okay, ich glaube, die anderen sind so ein bisschen wiederholend. Alright, und sonst, für die Leute, die es nicht gesehen haben, jetzt kann ich theoretisch mal vielleicht in einer neuen Folge weitere Fragen dazu nehmen. Gut, dann kommen wir zu dem Abschluss. Wie schaust du persönlich selber in die Zukunft? Vielleicht erstmal so, wo wird der Podcast hingehen? Ich habe es vorher schon so ein bisschen angesprochen. Der Plan von dem Podcast ist wirklich, ein Medium zu gründen für Leute, die sich erstens mal persönlich weiterentwickeln, vielleicht auch ein bisschen lustig unterhalten werden, die ungefiltert Content haben, also wirklich, die spicy Themen auch haben, wo viele Leute nicht darüber reden, plus die auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen von anderen Leuten, sprich eben zum Beispiel von Gästen. Mit dem ganzen Sinn können auch die Leute inspirieren, ihnen etwas zurückgeben und ein Safe Place und ein Hafen sein für die Leute, wo man sich wohlfühlen kann und eben sich selber sagen kann, hey, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte etwas lernen. Das ist so die Idee vom Podcast, ja, und wo ich hingehen möchte. Wie gross das wird, keine Ahnung. Was für ein Ausmaß das nicht wird, weiss doch auch nicht. Und welcher Bearbeitungsstil und wie ich es machen will, no clue. Hey, so wie es für mich gerade passt und so wie ich es gerade cool finde. Ob es mal ein Studio gibt, hey, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht nicht. Und weil ich möchte mich dort gar nicht einschränken. Ich möchte mich dort nicht, vielleicht auch noch wichtig, ich möchte mich auch nicht zwingen, Folgen aufzunehmen, wenn ich mich nicht danach fühle. Ich versuche schon, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Das wäre mal so das Ziel. Oder jede zweite. Aber gerade irgendwann, ich will wirklich mit viel Gästen arbeiten können. Und darum auch, wenn du das hörst und denkst, du wärst eine spannende Person, hey, hit mich ab. Aber ich möchte authentisch bleiben bei dem Ganzen. Und das ist wirklich wichtig. Und das habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich sehr, vor allem bis jetzt auch sehr gewesen. Und darum möchte ich das so können. Ich muss mal schauen. Mal, läuft alles noch. Jetzt habe ich kurz gemeint, das Mikrofon hat mir abgestellt. Hätte ich kurz einen Schreikrampf bekommen. Nein, alles gut. Genau, das ist so ein bisschen dazu. Vielleicht eine Aussicht auf die nächste Woche. Was läuft jetzt? Es ist Sonntagabend. Ich weiss ja nicht, wann die Folge online kommen wird. Sage ich euch ehrlich, das ist jetzt einfach mal die erste Pilotfolge. Und ich bin noch ein bisschen am Sachen schauen mit Bearbeiten, Intro-Zeug und dies und das. Vielleicht wird sie schon morgen kommen, wer weiß. Aber
Aussicht auf nächste Woche. Wir haben nächsten Samstag haben wir den nächsten Salty Sports Club Run, wo ich dabei bin, in Kooperation mit Lululemon, wo ich die Möglichkeit hatte von Janis selber, hey Janis, schaut an Janis, geiler Sieg, dürfen mit von Lululemon aus mit einem Kit ausgestattet zu werden für den Run. Richtig, richtig cool. Werde ich vermutlich vloggen, den Tag. Plus nächste Woche ab Donnerstag, glaube ich, Fantasy Basel. Also wird auch richtig cool. Dort gehe ich, glaube zweimal. Einmal so mit der Family und einmal mit der Gang, mit der Yippie Gang. Die werden das sicher auch mal noch kennenlernen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ansteht. Training, Content, basically das. Aber dann hätte ich gesagt, kommen wir da, jetzt sind wir gerade bei 56 Minuten, fast eine Stunde, kommen wir da zum Ende von dieser ersten Folge vom Schmittenand-Podcast. Lasst gerne Support da, ja, lasst gerne ein Feedback da auf Spotify, YouTube, Apple Music, keine Ahnung wo. Lasst gerne ein Like da, eine Bewertung, schickt es weiter, wenn ihr findet, hey, das hat mir irgendwie geholfen oder das kann anderen irgendwie helfen. Und lasst uns weitergehen, lasst uns Gas geben, lasst uns einfach authentisch bleiben und lasst uns wirklich das Ding so weit tragen, wie wir es mögen tragen und wie wir es können tragen. Und ich danke euch vielmals, jedem Einzelnen von euch, für die Unterstützung, für den Support. Und chase your goals, chase your dreams. Und ich habe gesagt, Schmitti out, danke vielmals fürs Zuhören. Love you, bro.